Das machen wir heute! Man muss dort schon so ein bisschen sich crazy anlegen. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mal mich einfach goldig an. Und eigentlich sagen wir so im Schnitt für 1 Million Streams bringt ein Song etwa... Kannst du schon von dem leben? Ein Movie! Komm mit einer neuen Folge. Komm mit! Heute gehen wir zu Los Hermanos Sing. Weißt du, im Gürtelladen. Heute gehen wir mit dem Isma mit, Murphy und dem Choco. Let's go! Ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Folge. Komm mit dem Tom hinter der Kamera. Danke vielmals, übernimmst du den Job, checke den sehr gerne aus. Heute begleiten wir einen jungen, sympathischen, bodenständigen Mann aus der Musikbranche. Und ich würde sagen, wir gehen ihn gerade mal wecken. Ja, schauen wir mal, ob er schon wach ist. Epa! Hoi, wie geht's, wie steht's? Ja, alles gut, bei dir? Sehr gut, meine Damen und Herren. Pascal Münger, besser bekannt als Passig, hat seine DJ-Karriere bereits mit 15 gestartet, indem er in den Nachtclubs auflegen ist, bevor sie überhaupt auftun haben. Über ein Jahrzehnt später hat der 26-jährige Schweizer DJ und Produzent auf einigen der grössten Events in der Schweiz aufgelegt, wie zum Beispiel Sun Ice Festival in St. Moritz oder Street Parade in Zürich. Mit knapp einer Viertelmillion Hörerinnen und Millionen von Streams könnte man meinen, er kann davon leben. Oder trügen die Zahlen? Bleib dran und jetzt viel Spass mit «Komm mit» DJ Passig. Habt ihr den Weg gut angefunden? Ja, sicher, sicher. Ja, kommt gerne mal rein. Wie man sieht, gewissen Pflanzen geht es besser, anderen geht es schlechter. Also der grüne Daumen, ich probiere es, weißt, aber es klappt nicht immer. Du probierst es wenigstens, bei mir ist ja gar nicht grün, Bro. Ja, es braucht es halt schon für den Vibe, nicht? Das ist schon geil, ja. Aber Palmen, die wachsen mir jetzt bald zur Decke aus. Sonst, neben Musik produzieren, hast du noch irgendwie Hobbys oder jetzt Kochen, ich weiss nicht? Ja, ich würde jetzt Kochen nicht als Hobby zählen. Aber ja, ich gehe halt gerne so ein bisschen in Nature, wandern, so Stuff. Geil. Gym. Und ich spiele ab und zu noch ein bisschen Fußball. Hey, I could've sworn the struggle was over, but now I know there's more on the way. The storm that's coming, it's getting colder day by day. I'm living my nightmares, I'm sad and I'm feeling alone. I feel I'm getting thrown by 1,000 winds that blow me off the coast. Wir sind im Studio, was vielleicht viele nur von TikTok kennen. Also das ist so deine Musikküche, oder? Ja, das kann man eigentlich so nennen, voll. Da wird geguckt. Ich noch eine lustige Story zum Anfangen, wenn ich überhaupt auf den Passig gekommen bin. Ich mache ja nebenbei noch so Drohnenvideos und suche dort immer wieder coole, passende Melodien, Musik, die ich dazu nehmen kann. Und bin dann auf einen Song von ihm gestoßen. Das habe ich aber zu dieser Zeit noch gar nicht gewusst. Also ich habe den Song einfach genommen, hure gefühlt aufs Zermatt-Video. Vielleicht kann ich irgendetwas einblenden. Und nachher bin ich auf TikTok am Scrollen und sehe so den Background, den wir jetzt da schön im Hintergrund haben. Und das Lied Nightmares dazu. Und ich gerade so geschaltet und dachte, jo, ich muss auschecken, wer das ist. Gell? Und dann herausgefunden, es ist einfach ein Schweizer. Und nur schon das war für mich so crazy gewesen und ist wieder so eine geile Story im Leben. Und was dann oben drauf kommt, irgendwie 3 Monate später oder 4 Monate im April, bin ich dann an Sun Ice, dort auch am Vloggen und sehe einfach mit drin seinen Kopf und ich kann Leute wirklich gut wiedererkennen an ihrem Gesicht. Und ich dachte, ich muss dich ansprechen und es bist du gewesen. Was sagst du dort dazu, zu dieser Action dort? Wie hast du das aufgenommen? Wie war das gewesen? Hey, ich meine, wir haben ja zuerst, dann glaube ich, schon mal ein bisschen auf Insta DM'd. Ja. Also ich habe schon gewusst, wer du bist. Mhm. Aber es war dann irgendwie trotzdem hure lustig, wo es sich einfach so ergeben hat. Ja. Dass wir, also ich meine, ich habe es nicht gecheckt, wo du mich angesprochen hast. Ich bin aber auch nicht so gut mit Gesichtern.
Und auf einmal hat es dann einen Klick gemacht, ja, so ein riesen Zufall. Also eben, ich muss sagen, es war wirklich ein lustiger Zufall gewesen und ich habe ihn dann auch gerade angesprochen. Und jetzt sitzen wir da in deinem Producer Room und zeigen euch, was der Passig alles so macht. Wie bist du überhaupt zu dem Ganzen gekommen? Wie kann man sich begeistern für das Musikproduzieren, fürs Auflegen? Mein Götti hat mir, als ich etwa, ich würde sagen, 11 war, eine Street Parade CD geschenkt. Aha, ja. Und ich habe die so ein bisschen angefangen zu hören und dachte, ja, das ist ein recht geiler Sound. Und bin dann eigentlich mega jung mit ihm einfach mal mitgegangen. Das weiss ich auch noch ganz genau, man muss dort schon so ein bisschen sich crazy anlegen. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mal mich einfach goldig an. Ja, und so war dann der kleine Pascal an der Street Parade gewesen. Und dann habe ich halt dort so das erste Mal den Sound wirklich live erlebt. Und ja, es hat mich halt recht geflasht gehabt. Und dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen gedacht, ja voll, ich habe irgendwie mega Bock, mal ein bisschen mehr herauszufinden dazu. Und genau, eigentlich parallel bin ich mit meinem besten Kollegen so nach der Schule in Interris gegangen, so in den Keller runter. Ja. Und dort hat es so ein Musikprogramm gehabt, Magic's Music Maker, also mit dem kannst du echt nicht so viel machen. Aber ich habe das irgendwie immer angeschaut und so. Und er hat das gecheckt und hat mir dann das auf den Geburtstag geschenkt. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen mit dem ja, mal angefangen, so ein bisschen rumspielen und irgendwie hat sich dann das immer weiterentwickelt. Voll. Crazy, crazy. Also du leihst ja schon über 9 Jahre auf, ist das jetzt richtig? Ich glaube unterdessen sogar, würde ich sagen, gute 11 Jahre. Angefangen hat es eigentlich, dann, nachdem so ein bisschen das Interesse entstanden ist, habe ich mir mal so ein kleines Mischpult gekauft. Nein, wobei, das stimmt gar nicht. Zuerst nur der Laptop. Und dort sind wir, glaube gerade frisch in die Oberstufe gekommen. Und eine Kollegin hat dann nämlich so ein bisschen in ihrer Garage so Homepartys gemacht. Und ich so, hey, darf ich da ein bisschen sounden und so. Voll, der Kollege hat irgendwie eine geile Boxen gehabt und dann habe ich dort einfach so die Musik gemacht. Und dann hat es sich eigentlich weiterentwickelt, um einfach in der Schule so die Schülerröben und so zu machen. Am Anfang noch sind wir noch mit Zetteln, haben wir Zettel verteilt, so mit Liederwünschen und so. Und genau, nachher sind wir eigentlich, oder ist es immer so ein bisschen weitergegangen. Ja, und dann hat es aber noch nicht so gelangt, um so auf dem professionellen Equipment zu üben, weil es ist halt mega teuer. Und dann bin ich eigentlich in Clubs üben, bevor die aufgetan haben, so mit 14, 15 halt so an meinem freien Mittwochnachmittag. Und im einen Club damals habe ich dann eigentlich mit 15 so gesehen, das erste Mal den ersten öffentlichen Auftritt gehabt. Damals unter einem anderen Namen, aber voll. Also, was für ein Name? Native war das. Und wie lange besteht jetzt schon Passig? Boah, das ist eine gute Frage. Ich schätze mal so 6 Jahre vielleicht, würde ich sagen. Okay. Voll, also die ersten paar Jahre waren eigentlich noch ein anderer Name. Krass. Also ich denke jetzt, wenn auch ihr das da draussen hört, dass er schon 11 Jahre auflegt, viele da draussen denken oder fragen sich auch, kannst du schon von dem leben? Also das Auflegen, Legen reicht es bei mir nicht, aber halt einfach die Tätigkeit als Musikproduzent in der Kombination ja, ermöglicht mir es eigentlich schon. Auch abgesehen von den eigenen Tracks auf Spotify und so, halt auch für Fernsehwerbungen und so, und das ist eigentlich so ein bisschen... Also Fernsehwerbungen, also du machst komplettes Sounddesign von der Werbung? Ja genau, also ich arbeite eigentlich mit Regisseuren zusammen, Filmmakers. Und dann machen wir eigentlich das Konzept zusammen für einen Sound und ich produziere den. Also eigentlich wie ein Song für einen Werbespot. So, ja. Das ist krass. Also ich muss auch dazu sagen, ich kenne niemanden, der so etwas macht. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie wird das gemacht? So mäßig, weißt du, was ich meine? Aber dort hast du halt einfach das Gefühl, das ist die grosse Firma und die haben dort ihre Leute. Aber es sind dann auch Außenstehende wie du, die so etwas machen. Wir haben jetzt erfahren, dass du eben durch die Street Parade ein bisschen so den Einstieg gefunden hast. Was beeinflusst jetzt auch deine Musikrichtung, deinen Musikstil? Boah, ich glaube, der verändert sich halt schon laufend. Ich meine, zum einen ist man viel im Studio, probiert wie selber Zeugs aus und wird sich ja irgendwie immer so ein bisschen weiterentwickeln. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht mega verstieft so auf ein Genre und sage so, das, was ich mache und das ist das Einzige, sondern ja, einfach so ein bisschen das Ausprobieren.
ich habe natürlich auch durch die ganzen Werbeproduktionen, die relativ vielfältig sind, probiere ich halt auch so ein bisschen mich in anderen Musikrichtungen aus und ab und zu hat man dann auch so ein bisschen Inspiration davon. Voll. Aber du hast jetzt nicht irgendwie einen Künstler oder einen Produzent, wo du sagst, wow, von dort schaue ich oder höre ich gerne mal rein oder nimm mir etwas draus oder... Hey, variiert einfach immer mega. Also es gibt schon immer Leute, wo ich denke, die machen im Moment richtig cooles Zeug und da hole ich mir auch sehr gerne so ein bisschen Inspiration. Also vielleicht der eine ist so Hilo, das ist so ein Nebenprojekt von Oliver Heldens. Ja. Ich finde, der produziert recht krasses Zeug. Und der andere ist der Maddox, das ist ein holländischer DJ. Gib mir noch ein halbes Teil. Ah, ja. Und mit ihm habe ich lustigerweise vor 3-4 Jahren schon mal aufgelegt und wir haben es mega lustig gehabt und so. Das war eigentlich genauso vor dem Song gewesen. Und es war auch einfach krass gewesen, wie er nachher mega durch die Decke ist. Und habe vor ein paar Monaten wieder mit ihm gespielt und es war irgendwie voll cool gewesen, dass er immer noch so der gleiche Dude ist, obwohl er jetzt um die Welt tourt. Das ist schon interessant. Crazy. Gibt es dementsprechend irgendeinen Künstler, den du gerne mal würdest in Zukunft zusammenarbeiten? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde Lost Frequency sehr geil. Also der gefällt mir so vom Sound her recht. Also das wäre sicher so jemand, ja. Kannst du uns vielleicht irgendwie ein bisschen Basics zeigen oder ich weiß nicht? Genau, also zum einen gehen wir dann nachher noch an einen Gig zusammen und da ist jetzt gerade das Programm auf, wo man eigentlich braucht, um die USB-Sticks oder beziehungsweise einfach Sets vorzubereiten. Ja, da macht man eigentlich so eine Playlist, überlegt sich halt so ein bisschen, was spielt man wenn. Ist schon bei mir so ein rechter Mix aus Freestyle und geplant. Also ich mache mir auch so eine grobe Reihenfolge, überlege so, was könnte passen. Aber ich finde so jetzt vor allem bei so Gigs wie heute ist es irgendwie auch wichtig, dass man dann so ein bisschen auf die Leute eingeht und so ein bisschen das Ganze auch freestylt. Ja genau, eben, das ist eigentlich die Software, die man braucht, damit nachher auch Player, wo man braucht zum Auflegen, wir können Tracks richtig lesen, dass schon die Waveform analysiert ist. Ich setze mir da auch so ein bisschen Cue-Points. Also das heisst, ich schaue, wo will ich vielleicht bei einem Song reinmixen. Vielleicht gehe ich erst im zweiten Drop rein und dann markiere ich mir halt so ein bisschen die Stellen so im Voraus. Ja, und dann macht man sich da so ein bisschen eine grobe Reihenfolge. Das ist so ein bisschen mein Approach. Genau, und schaut so ein bisschen zum einen, was passt halt so ein bisschen vom Vibe nacheinander zusammen. Zum anderen aber auch, wir mixen ja immer noch Song in Song in Song. Sprich, es ist eigentlich auch wichtig, dass du von der Tonarten her jetzt nicht zu harte Jumps machst. Also das ist eigentlich schon alles so ein bisschen überlegt. Also klar, du kannst schon jeden Song reinmixen, rein theoretisch, aber wenn du wirklich so ein smooth Set haben, wo man jetzt auch nicht gerade merkt, da ist voll der Übergang am Laufen, muss man so ein bisschen schauen, dass die Tonart halt matcht von dem Song, der nachher kommt. Und voll. Auch mit den Beats und so, oder? Ja, genau. Also auch Beats per Minute. Ja, jetzt heute, ich spiele so ein bisschen in der Mitte vom Event, also ich würde das Ganze so ein bisschen aufbauend machen. Ich fange eher so ein bisschen easy an und gegen das Ende denke ich, ziehe ich dann so ein bisschen an. Wäre so der Plan, mal schauen, was dann vor Ort so der Vibe wird sein. Wo wirst du heute überhaupt spielen? Wir spielen heute in der Mall of Switzerland in Ebikon, neben Luzern. Genau, so einem Rooftop Day Rave. Voll. Hast du schon mal gespielt dort? Nein, das erste Mal. Und ich glaube, es ist aber auch das erste Mal, wo das Event stattfindet. Okay. Darum sind wir gespannt. Sonst, wenn wir jetzt nicht da wären, wie würde so für dich eine Vorbereitung aussehen für so eine Show? Wie sieht der Tag aus? Ja, also auch relativ ähnlich. Ich fange eigentlich immer so ein paar Tage vorher an, so ein Set planen. Kommt auch mega auf die Show drauf an. Du hast ja zum Beispiel vorher Sunrise Festival erwähnt. Ja. Halt, ich sage mal so ein bisschen die grösseren Festivalshows sind auch wie mehr durchgeplant. Dort fangen die Vorbereitungen schon ein bisschen früher an. Aber ja, grundsätzlich eigentlich relativ ähnlich wie heute. Also ich mache ein Set, überlege mir das, mache vielleicht noch ein bisschen eigene Edits von irgendwelchen Songs. Das heisst, für jeden Gig machst du ein neues Set?
Ja, also eigentlich schon. Ich überlege mir, also ich meine nicht ein neues Set von A bis Z, aber gleich ist so überall der Vibe immer so ein bisschen anders. Ja. Und klar, ich habe so meine Go-To-Sets, wo ich wie weiss, das funktioniert an dem Ort, aber ich meine, es kommt ja auch laufend neue Musik raus. Ja. Und ich finde es auch nice, da so ein bisschen up-to-date zu sein, mal irgendwie wieder einen neuen Track reinzubringen. Aber klar, wenn du jetzt am Weekend 3 Gigs hast und die relativ ähnlich sind, sage ich mal, vom Setting, dann mache ich jetzt auch nicht 3 Sets. Ja, okay, dann passt es ein bisschen an. Voll. Nightmares ist ja auch von dir produziert. Und jetzt frage ich mich auch, wie gehst du so an die Sache an? Wie fängst du so etwas an? Also eigentlich machst du einfach eine AI-Seite auf, schreibst rein, ich hätte gerne einen Dance-Song und dann schaust du mal, was es generiert. Voll. Okay. Nein, Spaß. Ich kann dir sonst gerne mal das Projekt zeigen. Ich habe das da schon offen im Hintergrund. Ich produziere in Logic Studio. Das ist das, was wir jetzt hier sehen. Und das ist jetzt eigentlich das Projekt von Nightmares. Und ist eigentlich overall für mich eher ein kleines Projekt, so, also relativ simpel, hat nicht so mega viele Elemente. Und ich glaube, bei mir ist jetzt der Entstehungsprozess auch immer so ein bisschen anders. Da habe ich jetzt mal angefangen mit dem Instrumental, also ich einfach mal die Idee hatte, für das Ganze. So, ich tue da mal die Stimme weg. Also eigentlich angefangen jetzt einfach mit dem Sound. Das ist eigentlich ein relativ simples Sounddesign, das ich gemacht habe. Ich habe einfach irgendetwas wählen, das immer so wobbelt. Ja, Ja, und dann... wie so ein Koala. Genau. Und dann, ja, halt ein paar Akkorde eingespielt dazu. Und ich glaube, nachher haben sie das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Und nachher eigentlich das Zweite, was dazu kam, ist so ein bisschen die Melodie. Ja. Genau. Und die Melodie hast jetzt du selber gespielt? Ja, voll. Also eingezeichnet, sage ich mal, ja. aber ja, eigentlich, Ja. genau. Ja, voll. Da kommt dann noch der... Yes, und nachher habe ich eigentlich in diesem Track, glaube mal bis in die Hälfte so ein bisschen das Instrumental aufgebaut. Also kombiniert ist dann halt nachher noch im Drop und so. Ist eigentlich wieder der gleiche Sound wie vorher, aber einfach mit noch so ein bisschen einem Twist da. Genau, und dann als nächster Step habe ich gedacht, ja okay, ich brauche irgendwie geile Vocals dafür. Habe schon recht spezifisch so ein bisschen einen Vibe im Kopf gehabt und habe gedacht, mein Mate, der Cole, würde also perfekt drauf passen, um so den Vibe können zu createn. Und genau, dann habe ich eigentlich ihm die erste Hälfte vom Instrumental geschickt und habe einfach mal drüber jammen. Ja. Und dann sind ja recht schnell so ein bisschen erste Ideen gekommen. Und dann haben wir es eigentlich zusammen mit noch Feedback und so ein bisschen ausgearbeitet. Also auch nochmal von seiner Seite ein paar Melodien, die er singt, ein bisschen changed, die Lyrics ein bisschen angepasst. Ja. Krass, also da sind auch alle Vocalspuren drin. He? Genau. Mit denen, also es ist ja für die da draußen, die keine Ahnung haben, also ich habe auch nicht übertrieben viel Ahnung von Musik produzieren. Darum ich frage mich auch, wie wissen die, bis wann man aufbaut und so, aber das lernt man irgendwie. Oh. Auf jeden Fall bei der Vocalspur ist es halt nicht nur so ein Gesingen, sondern dann manchmal auch wieder so ein Summen im Hintergrund, aber das hörst du gar nicht, oder das weißt du gar nicht als Listener. Das geht dann wie in Harmonie, wenn du nachher hörst. Also ich kann also schon mal kurz zeigen, wie das zusammengesetzt ist, aber eben oft auch in grossen Pop-Songs, obwohl es vielleicht tönt, das hat schon nur eine Spur oder ein Gesang, das ist eigentlich fast immer gestackt. Also, das heisst, das ist eigentlich immer so eine Leadspur, das ist die man wirklich hört. Aber die singt eigentlich ein Sänger, weiß nicht wie oft die, und dann spielt die mehrfach übereinander quasi ab, damit einfach das Ganze fetter wird. Also auch da zum Beispiel... dass wir wie Energie drin haben. Ne? Genau.
Darkness, motion, movement, something. Also das tönt vielleicht nach einer Spur, aber da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, krass. Vocal Tracks übereinander. Und die platziert man dann auch so ein bisschen anders im Mix. Das heisst, eigentlich hast du wie soll ich das erklären? Man hat so ein Stereo-Image, also das heisst so, wie die Musik aus der Boxen kommt und du schaust, dass etwas links ist, etwas rechts, Ja. etwas in der Mitte Ja. und so wirkt dann auch der ganze Sound halt so ein bisschen Krass. voller. Genau, dann hat er eigentlich da das Ganze geschickt und ja, ich habe da noch Effekte drüber da und es ein bisschen bearbeitet. Ein paar Stunden. Ja, weißt du jetzt ungefähr, wie viele Stunden am Nightmares du hast? Boah, ist mega schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist schon ein Song, den ich eher ein bisschen länger hatte. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, so 50 Stunden. Okay. Wahrscheinlich Ja. schon, inklusive Mastering und wirklich im ganzen Finish. Mhm. Ja. Aber es ist auch unterschiedlich. Also ich mache manchmal einen Song in 10 Stunden. Okay. Manchmal sind es vielleicht auch 80. Also das ist... Ja, unterschiedlich, ja. Je nachdem halt auch, wie bist du im Flow, was hast du gerade Ja, für voll. Ideen und so, genau. Aber eben, was ich mich jetzt frage, wie weißt du jetzt, wie lange du aufbaust, bis nachher der Drop kommt? Ich meine, der Aufbau könnte ich ja quasi ewig in die Länge ziehen, nicht? Ja, also ich glaube, Musik ist schlussendlich Feeling und das ist auch das Schöne daran. Also ich finde, man muss so wie Grundregeln vielleicht mal kennen oder viel Musik konsumiert haben und dann checkt man mal, hey, wie funktioniert so ein Arrangement ungefähr. Aber schlussendlich ist einfach alles in meinen Augen Feeling-Sache. Also ich mache es einfach so, wie es sich für mich am besten anfühlt und Ja, ja, genau. geil, ja. Nein, spannend. Ich finde das sehr spannend. Ich hoffe auch, ihr da draußen könnt etwas mitnehmen bei so Sachen. Ich weiß nicht, hast du mal noch irgendetwas in die Richtung gemacht, schulisch oder so? Gibt es das überhaupt oder ist das alles einfach selber beigebracht? Es gibt Angebote, soweit ich weiß, in der Schweiz, auch für so Musikproduktionsschulen und so. Ich muss aber sagen, mit YouTube und etc. kann man eigentlich alles relativ gut selber lernen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie einen klassischen Weg gegangen über eine Schule oder so, sondern eigentlich das meiste einfach Ausprobieren, so ein bisschen selber beigebracht. Ja, so Learning by Doing, wie ich. Voll. Wie ich mit dem ganzen Kamerazeugs. Und ich sage es den Leuten immer wieder da draußen, wenn ihr etwas habt, wo euch gefällt, wo ihr Spass habt, macht es einfach, verfolgt eure Träume. Weil in 80 Jahren wird dir niemand sagen, du bist der härteste Scrum Master gewesen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Und das versuche ich den Leuten immer wieder mitzugeben. Darkness, motion, movement, something around me. Feel it, breathing. I feel the walls, the ground, the ceiling, all caving in. They're all caving in. Ja, eigentlich so einen Sound designen kann man in jedem möglichen Synthesizer. Das ist jetzt das ist einfach ja, ein Synthesizer, den ich jetzt viel use für so Zeugs. Ja. Und genau, eigentlich so tönt bei den meisten Synthesizer so der Sound, wenn sie halt wie auftust. Das ist einfach wie noch nicht designt, eine ganz einfache, auf Deutsch sagen wir Sägezahnwelle, Ja. Saw-Wave. Also es ist wirklich echt die Wellenform, die dann da rauskommt. Also vielleicht sieht man das sogar. So sieht das aus. Sehr kleine Wave, genau. Und nachher kann man eigentlich da so ein bisschen anfangen, das Ganze zu designen. Also man kann da zum Beispiel noch eine zweite zu der hinzufügen. Jetzt tönt halt der Sound schon ein bisschen anders. Genau, was ich jetzt bei Nightmares halt gemacht habe. Nightmares ist eigentlich recht basic so vom Sounddesign. Ist eigentlich genau so etwas. Aber ich habe einfach noch Movement reingebracht. Genau, das ist eigentlich so das. Krass, er drückt da irgendetwas, zieht etwas auf und runter. Ich verstehe nur Bahnhof, aber es tönt am Schluss irgendwie hure geil. Und
dann kann man eigentlich, wenn man, sag mal, den Basic Sound hat, kann man auch anfangen Effekte auf den drauf tun. Zum Beispiel Hall. Und dann mit einem Equalizer schaut man dann halt auch und tut den Sound noch so ein bisschen formen. Also du hast halt meistens in einem Song ja noch einen Bass, der spielt. Ja. Und du willst jetzt zum Beispiel nicht, dass dein Synthesizer mega viel, oder sag mal, oder der Synth, den ich jetzt da am machen bin, dass der wie clasht mit dem Bass. Ja. Weil wenn ich jetzt bei dem da den ganzen Bass drin lasse und noch einen Bass spielt, dann kommt der Bass eigentlich wie gar nicht durch. Ja. Darum würde ich jetzt bei dem da eigentlich wie den Bass wegcutten. Also da sehen wir wirklich eigentlich die genauen Frequenzen. Also das heisst, das wäre der Bass. Genau, da unten ist eigentlich Bass so. Wie du jetzt hörst, so. Ja. Ja. So funktioniert ein normaler Filter eigentlich, wo man so ein bisschen auf dem Mischpult hört, wo DJs oft live. Ja. Muss so drehen. Genau, Ja. machen eigentlich genau das. Und beim Produzieren ist es halt einfach recht wichtig, dass wir jedem Song, jedem Sound so ein bisschen seinen Space gibst in dem Ganzen frequenzmäßig. Und eigentlich so, ich glaube, die Regel, die eben die meisten am Anfang lernen, ist so, nie 7 Instrumente übereinander haben, wo jedes hat Bass. Ja. Genauso, wenn wir jetzt da zum Beispiel hören. Das ist ja der Sound von vorhin. Aber da spielt ja ein Bass drunter. Ah, ja. Genau. Und Krass. auch die Combination gibt schon recht zu der Groove. Ja, voll. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Basic Sounddesign. Geil, sehr spannend. Also gibt es irgendeinen Track, wo du besonders stolz bist, den du gemacht hast? Nightmares gehört sicher wirklich zu meinen Favorites, weil ich einfach finde, dass so ein bisschen eine Emotion irgendwie überbringt. Und ich arbeite tatsächlich an ein paar neuen Tracks, wo ich auch selber singe, beziehungsweise einfach Vocals mache. Und ja, ich glaube, das ist so ein richtig, also da kommt dann bald ein neues Projekt eigentlich, wo mehr so ein bisschen in die Richtung geht von Nightmares, so ein bisschen melancholischer, eigene Texte. Und ja, ich glaube, so nach all diesen Jahren so wirklich können Tracks machen, wo ich jetzt auch selber kann, Texte dazu schreiben und so, ist für mich wirklich nochmal so ein nächster Step gewesen. Und ja. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Eben, machst du auch Vocals oder hast du schon mal in anderen Tracks deine Vocals verwendet? Oder? Tatsächlich nicht. Also, das ist. Ich habe, glaube ich, mal in einem Clubsong irgendwie vor dem Drop 2 Sekunden irgendetwas eingelabert. Aber das vergessen wir einfach ganz schnell. Nein, aber tatsächlich genau wird das mit dem neuen Projekt werden dann das eigentlich die ersten veröffentlichten Songs, wo das so drin ist. Okay. Auf wann ist das geplant, das neue Projekt? Der erste Release ist Anfang Oktober. Okay. Und nachher kommt dann eigentlich jeden Monat neue Musik. Also wir haben schon 5 Tracks geplant. Oh, geil, sehr geil. Ihr geht bitte auf Spotify, folgt am Passig hin, wie auch auf Insta und hört mal seine Musik durch. Es kann natürlich sein, dass nicht jedes für dich geschaffen ist, aber mal 3 hören ist halt niemandem, oder? Aber jetzt auch wieder so das Nightmares ist wieder ruhiger. Gefällt mir schon auch sehr gut, wirklich, wirklich. Höre ich auch gerne im Auto. Das ist wirklich auch eins, ohne Schleim oder so, das ist wirklich eines meiner Favoritenlieder geworden das Jahr. Wie gehst du eigentlich mit Blockaden mit kreativen Blockaden, oder gibt es das bei dir gar nicht? Gibt es, glaube ich, bei jedem, der irgendetwas Kreatives macht. Also ich glaube, auch nicht nur in der Musik, sondern generell. Und für mich tatsächlich, also es gibt so ein bisschen 2 Arten. Es kann mal helfen, einfach ein bisschen Abstand nehmen vom Ganzen, vielleicht mal 2-3 Tage nichts zu machen. Aber ich habe auch so ein bisschen für mich entdeckt, ich muss mich einfach zwingen, irgendwie wieder etwas zu produzieren und irgendwann kommt dann gleich wieder eine Idee. Ja. Aber klar, es kann dann halt auch mal heissen, du hockst 2 Tage, 10 Stunden pro Tag am Stück im Studio und es kommt noch Scheiße raus, Ja, Deutsch gesagt. Ja. Voll. Oder spürt man das auch, wenn man jetzt mal etwas produziert, wo man könnte sagen, das geht jetzt vielleicht durch die Decke oder wird eher in den Radios gespielt?
Lustigerweise ist mein Bauchgefühl immer sehr falsch. Also ich meine jetzt streamingmäßig Songs wie Nightmares, wo ich jetzt so das Gefühl hatte, krass, der müsste jetzt sicher einer von meinen erfolgreicheren Tracks werden. Hat jetzt glaube ich knapp bei 200'000 Streams im Vergleich zu irgendwelchen Remixes oder so, die gleich ein paar Millionen haben. Und ich hätte jetzt zum Beispiel bei Nightmares schon gedacht, der würde wahrscheinlich eher laufen. So. Was ich aber glaube muss sagen ist, was ich so feststelle, obwohl der vielleicht streamingmäßig nicht ganz so krass unterwegs ist, habe ich gleich mehr Reaktionen von Leuten bekommen, als auf gewisse Songs, die mehr abgegangen sind. Also ich habe das Gefühl, so, es connectet dann schon mehr. Aber wirklich sagen, was läuft und was nicht, ist eigentlich unmöglich. Schwierig, ja. Voll. Produzierst du immer da Musik? Oder gibt es auch mal einen Tag, wo du in die Natur rausgehst und mit dem PC ein bisschen hückelst? Ich arbeite sicher viel einfach in der Wohnung da oben am Laptop. Eigentlich braucht es einen Laptop und Kopfhörer, also so gesehen, ja, halt wo ich gerade so bin, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt nie wirklich in die Natur raus, aber auch weil mein Akku einfach nicht genug lang würde haben. Voll, aber habe jetzt dann so einen kleinen Workation-Trip geplant, genau, was auf Kroatien geht. Und ich meine, es ist natürlich mega cool, dann auch so einem Ort ein bisschen den Vibe vom Ort mitzunehmen. Also, das verändert dann sicher auch so ein bisschen den Sound, den ich mache. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich bin selber gespannt, was dann rauskommt. Ja, so ich bin eigentlich auch ein Fan von Workations, auch wenn ich es jetzt selber noch nicht so wahrgenommen habe, aber ich werde es definitiv im nächsten Jahr machen oder wahrnehmen. Ja. Theoretisch würde es eigentlich auch Hand in Hand gehen, wenn wir mal so eine Workation würden machen. Musik und Videocontent kombiniert. Wer weiß? Das Studio da unten hast du alles selber gebaut, errichtet, gemacht? Also natürlich nicht ganz ohne fremde Hilfe. Da grosses Dankeschön an meinen Vater, der mich da mega unterstützt hat. Aber ja, also eigentlich die ganzen Panels und so sind selber gebaut. Voll. Sehr stabil. Und die Lampe, Shoutout an Tim. Vielleicht kann man sein Insta noch einblenden. Er macht richtig geile Lampen. Er designt die so. Also er sucht da so Schwemmholz zusammen. Und er hat mir auch geholfen, den Tisch zusammenzubauen. Okay. Genau, und er verkauft eigentlich so die unique Lampen da. Checken den aus, ich blende es ein. Und dann würde ich sagen, packen wir unser Zeug zusammen und machen uns auf den Weg Richtung Luzern mal etwas essen, oder? Sounds like a plan. Hast du eigentlich alles dabei? Hey, voll, nach langen 2 Stunden packen habe ich es wirklich jetzt geschafft, alles dabei zu haben. Und zwar we ready. Also, was hat es da drin? Da drinnen? 2 USB-Sticks und Kopfhörer. Let's go. Let's go. Feels like I'm waiting, like I'm watching you for love. Dreams where I'm fading. So free my mind. All the talking, wasting all your time. I'm giving all that I got. Also wir sind jetzt da, wo deine Show wird stattfinden, vor dem Mal auf Switzerland in Abiken. Und ich frage mich jetzt, hast du irgendwelche Rituale oder irgendetwas Spezielles, das dich darauf vorbereitet, wie zum Beispiel ein Fingerkreuz oder so? Ich habe meine Gang Signs. Nein, ich trinke ein bisschen Wasser, schaue mir das Event vorher an und that's it, voll. Also das ist gerade die nächste Frage. Alkohol beim Auflegen, in dem Fall kein Thema? Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, kommt sehr auf die Situation drauf an. Ich trinke nicht jedes Mal, ich brauche es auch nicht zum Auflegen, aber es gibt sicher auch den einen oder anderen Gig, wo das natürlich auch mal vorkommt. Ein anderes Thema, das sicher auch viele interessiert, du hast ja über 1 Viertelmillion Zuhörer jeden Monat auf Spotify. Kannst du schon von dem leben? Ja, ich würde sagen, es zahlt sich sehr aus. Nein,
Spass beiseite. Also es ist, glaube ich, recht verbreitet, dass man irgendwie denkt, dass es mega viel Geld gibt. Aber ehrlich gesagt kann ich es vielleicht mal so kurz abbrechen, was man so für so etwas bekommt. Und eigentlich sagen wir so im Schnitt für 1 Million Streams bringt ein Song etwa 3600 Franken ein. Davon ist aber sicher gut über die Hälfte schon mal in einem Label ab. Wenn du den Song noch mit einem anderen Act zusammen machst, teilst du es halt auch noch mal durch 2, vielleicht sogar durch 3, vielleicht sind noch Sänger, Songwriter dabei. Also schlussendlich kann man sich selber ausrechnen, bleibt nicht so viel übrig, wie man amigs denkt. Ist krass, weil das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Und ich habe doch ein bisschen Einblick in die Musikindustrie. Und ich hätte jetzt auch selber gesagt, wenn ich gesehen habe, wow, der hat 250.000 Hörer, würde ich sagen, ja, der lebt von dem. Aber in dem Fall zahlt Spotify nicht so gut. Du, ich meine, es ist ein gutes Nebeneinkommen. Also auf die 250'000 monatlichen Hörer mache ich etwa 700'000, 800'000 Streams. Das ist eigentlich das, was dann relevant ist pro Monat, wo es Geld gibt. Aber also Ferrari kann ich mir noch nicht davon kaufen. Nein. Heute spielst du auf dem Rooftop von der Mall of Switzerland. Gibt es irgendeinen denkenswertesten Gig, den du gehabt hast? Einen, der dir für immer in Erinnerung geblieben ist? Zu den Highlights zählen sicher Street Parade. Einfach weil das so ein bisschen der Ort war, wo ich die ganze Musik entdeckt habe. Und dann irgendwie so ein paar Jahre später selber dabei sein, war schon recht speziell gewesen. Und ja, das andere ist das Sunrise Festival in St. Moritz, wo wir vorhin kurz davon hatten. Das ist, ja, dort konnte ich jetzt mit in der Nacht spielen. Das war sehr krass gewesen, weil halt einfach auch die ganze Umgebung in den Bergen und so ist schon recht magisch dort. Das ist brutal. Also ich war auch schon zweimal da dank dem Geschäft und es ist eine coole Experience auf jeden Fall, ja. Jetzt bei so Events als Künstler kann man ja meistens auch einen Rider schreiben. Hast du auch Riders oder gibt es das bei dir nicht? Ich habe einen Rider. Es braucht nicht immer einen Rider. Also zum Beispiel heute ist das gemütlich, kein Rider. Da bekommt man einfach dann Getränke und so for free eigentlich und das ist easy. Ich habe aber auch schon an Events einen Rider geschickt, also es kommt immer so ein bisschen darauf an. Und was muss dann unbedingt drauf sein, wenn du einen schickst? Pizza. Pizza. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Rider ist. Ein Rider ist ein Zettel, wo der Künstler draufschreibt, was er alles in seinem Backstage haben, dass er überhaupt performt. Und genau, also keine Pizza, keine Performance, so in diesem Stil, oder? Spaß. Vielleicht auch noch, wir haben vorher angeschnitten, du hast einen anderen DJ-Namen gehabt und jetzt ist es Passig seit etwa 6 Jahren, hast du gesagt. Wie hat sich der Name ergeben? Hey, ich bin eigentlich recht aktiv am Namensuchen gewesen, weil ich wusste, ich möchte meinen Namen ändern. Und ich habe, glaube 2 oder 3 Monate lang auf so einem Notizblock immer wieder Namen geschrieben und einfach alle möglichen Kombinationen von meinem Namen ausprobiert und so. Und eigentlich ist es einfach Baski, das I und das C umgedrillt und ein bisschen anders geschrieben. Voll. Geil, ja. Also jetzt im Nachhinein natürlich, als ich dann auch seinen realen Namen erfahren habe, macht es natürlich umso mehr Sinn, Pascal. Auf jeden Fall gut kombiniert, wie bei mir mit Book of Fizzy. Ich habe gerade den Spitznamen genommen. Ich würde sagen, dann gehen wir gerade mal
Wir haben die Show durch. Jetzt wollte ich dich noch fragen, wie war dein Empfinden von heute? Ja, ich muss sagen, so im Verhältnis war es eher schwierig heute. Ich glaube, es war einfach zu heiß. Ich war halt das erste Mal dort auf dem Rooftop, vielleicht nicht allzu viele Leute. Und ja, so gesehen easy, gehört halt wie auch dazu mal. Jetzt, wenn wir fertig sind, was machst du nach der Show? Nichts Spezielles? Chillst du einfach oder hast du auch wieder irgendwie ein Ritual? Oder? Ja, nachher sicher mal etwas essen, gemütlich, oder heim duschen. Vor allem nach so einem sweaty Nachmittag, würde ich sagen. Und dann den Tag so ein bisschen chillig ausklingen lassen. Ja, wir haben noch eine Story gemacht, wo ihr daheim Fragen stellen konnte. Und die suche ich mir jetzt gerade geschwind raus. Was war dein coolste DJ-Erlebnis? Mein coolste DJ-Erlebnis? Ich glaube, es ist schwierig, so wirklich einen Moment irgendwie zu nennen. Sicher etwas vom Coolsten war, als ich am Sunrise Festival meine Eltern das erste Mal an eine Show mitgenommen habe. Und ich muss sagen, ich habe sehr lange gewartet damit. Also sie haben mich eigentlich wie nie live gesehen. Und dort hatte ich so das Gefühl, das ist so ein Gig, der einfach cool genug ist, um sie mitzunehmen. Und sie dann irgendwie dort zu sehen, während dem Auflegen, wie sie es fühlen. Und meine Mama hat sich noch so Schminke geholt beim Festival mega. Und so. Das war einfach mega schön. Ja, das ist sicher einer der speziellsten Momente, wenn du mit der Familie das geniessen kannst. Cool. Wie ist er zum DJ gekommen? Das haben wir eigentlich schon angeschnitten. Also, vielleicht kannst du auch noch mal kurz etwas dazu sagen. Ja, also eben eigentlich kurz zusammengefasst. Damals eine CD bekommen mit dem Sound. Dann noch die Street Parade, das Ganze mega cool gefunden. Dann also ein bisschen parallel angefangen zu produzieren. Und ja, nachher eigentlich einfach so an kleineren Partys angefangen aufzulegen, so privat. Und irgendwie hat sich dann das immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Voll. Weiss er heute schon, was er morgen spielt, oder ist das spontan? Es kommt sehr darauf an. Also eigentlich schon. Ich glaube, ich habe also meine grobe Playlist immer ready, so ein bisschen im Kopf vor allem. Aber wie man es heute gesehen hat, ist gleich viel Freestyle. Also eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Am Schluss bin ich irgendwelche andere Playlists, irgendwelche Songs rausgesucht. Voll. Ja. Also welche Musik hörst du privat? Was eigentlich sehr gerne so ein bisschen chillige, melancholische Musik. Ja, was gehört da dazu? Ich habe lustigerweise am Big Air Chur Nina Chuba live gesehen. Es hat so geregnet. Sie hat so ein bisschen die säden Piano-Songs gespielt und es hat irgendwie schon noch gehittet. So Stuff finde ich geil. Ich höre viel Ami-Rap. Ja. Jeezy schon seit mega vielen Jahren. Russ ist eine Legende, ja. Und natürlich schon auch immer ein bisschen Deep House, Techno und so. Vor allem zum Pumpen. Zum Pumpen, ja. Voll. Nerven dich die Leute nicht hinter dem DJ-Pult? Hey, kommt natürlich sehr auf die Menschen drauf an, oder? Und wie sie sich verhalten. Also grundsätzlich nein, weil ich muss sagen, es ist auch mega cool, wenn du nicht einfach alleine auf der Bühne stehst und so dein Ding machst, sondern wenn du Leute um dich herum hast, die so ein bisschen mitviben und so. Aber ist natürlich, wirst du irgendwie angesprochen, während du gerade einen Übergang am machen bist. Und das ist ein bisschen Herz-Multitasking amix. So nett zu sagen, hey, sorry, ich bin gerade busy. Aber eigentlich willst du auch antworten. So. Voll. Aber die meisten checken es eigentlich recht gut, muss ich sagen, so in meinem Umfeld, wo amix auf der Bühne sind. Welches ist der härteste Club zum Auflegen? Boah, der härteste Club. Ich muss sagen, ich finde das Max Zürich, was ein mein Homeclub ist, einfach sehr geil. Weil das ganze Licht, das Soundsystem und so ist wirklich halt so ein bisschen für diese Musik ausgelegt und ballert schon sehr gut. Gibt es viele so Hunde? Ich lese es im Fall 1 zu 1 so vor, wenn ihr stellt. Gibt es viele so Hunde, die einmal dein DJ-Pult einfach anlangen und Faxen machen? Ich glaube, als ich angefangen habe, ja. Weil dann bist du halt bei den kleineren Events immer sehr nah an den Leuten, sage ich mal, dass man überhaupt drüber langen kann. Ich muss aber sagen, bei vielen Events, die ich jetzt spiele, ist es gar nicht möglich. Und ich glaube, der Security-Dude würde sie runtertackeln, bevor sie sie überhaupt so weit schaffen. Ja, voll. Geheime Talent, das nichts mit Musik zu tun hat? Das nichts mit Musik zu tun hat? Ich habe das Gefühl, ich kann mich sehr gut in Leute versetzen und check eigentlich immer so ein bisschen, was Leute wirklich denken. Vielleicht so ein bisschen, wie sagst du dem? Voll auf Empathie. Ja, voll. So
Da würde ich mich auch einteilen. Ja. So ein bisschen, das spürst du mich, fühlst du mich. Ja. Und die letzte Community-Frage: Was ist dein geheimes Ritual vor dem Auftritt? Hey, Wasser trinken und ganz wichtig, immer zuerst noch mal aufs WC. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Der Angstschiss. Und dann habe ich noch eine allgemeine Abschlussfrage. Was würdest du einem angehenden DJ, Musikproduzent für einen Rat draussen mitgeben? Hey, bleib dran. Es gehört auch dazu, dass es einfach sehr viel Geduld braucht. Und sich einfach auch nicht zu gross verstellen und einem Trend folgen. Und ich meine, ich finde es eigentlich schon okay, wenn man sich so ein bisschen anpasst, so was aktuell ist. Aber gleich immer probieren, so ein bisschen zu risken und vielleicht irgendwie ein paar Songs zu spielen, die jetzt nicht jeder in jedem Set spielt, dass man sich einfach dass man irgendwie so ein bisschen raussticht. Ich glaube, das ist so... Originalität, wie wir es auch bei der Magier-Folge hatten, das ist die Originalität. Ja. Die Leute müssen schlussendlich heimgehen und sich irgendwie an dich erinnern. Und nicht sagen, ja, okay, das hat halt tönt wie bei allen anderen 5. So. Blöd gesagt, voll. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen... Und das kann auch mal gegen hinten losgehen. Ich meine, es kann auch mal sein, dass du zu viel riskierst und alle denken, was ist das für ein Scheiß. Aber ich finde lieber das mal machen und halt auch mal kassieren dafür. Und vielleicht 8 von 10 Mal funktioniert es. Das sind wunderschöne Abschlussworte. Ich hoffe, euch da draußen hat die «Komm mit»-Folge mit dem Passig gefallen. Danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen heute, gell? Hast du noch abschließende Worte? Ja, danke fürs Zuschauen, merci fürs Mitkommen. Und man sieht sich sicher bald wieder. Ganz genau, checkt den Passig aus. Er ist im Videotitel sowie in der Beschreibung verlinkt, wie auch der Tom. Folgt überall rein und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Peace! Peace! Right. Und einfach. Come on. Oh, fuck. Come on. There's one more after. Oh, good job. Nice. Jesus, this fucking... How long more? Oh my god, it would be 1 more minute.